da sind Sie ja schon wieder. Das ist ja wunderbar, dann kann's ja gleich los. Oh, Frau Kiekebusch, auch mal ein bisschen auf Kultur. Warten Sie, hier ist Ihre Marke. Bitte sehr, Frau Kiekebusch. Viel Vergnügen, Frau Kiekebusch. Haben Sie das gemerkt? Die spricht nicht mehr mit mir. Nee, seit einem Vierteljahr spielt sie hier die beleidigte Leberwurst. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Oh, nee. Bei der Kiekebuschen, da passe ich ganz genau auf, was ich sage. Weil die ist ganz wild drauf, allen Leuten alle möglichen Sachen anzudrehen. Es kann ja sein, dass ich mal was von ihrem Mantel gesagt habe. Wissen Sie, so, es muss ja nicht mehr Nerz sein, nicht? Deutsches Languhr auf Chinchilla getrimmt, der tut das ja auch, nicht? Vielleicht hat sie mir das ja übel genommen. Die kann ja anziehen, was sie will. Die sieht immer aus wie ein Sack. Und dann erzählt sie noch der ganzen Welt, dass alle Männer hinter ihr her sind. Die sind ganz verrückt nach ihr, sagt sie. Na, ich möchte mal den Mann sehen, der bei der ollen Schateke noch einen Blick riskiert. So will ich das Ding mal ihm weghängen. Na ja, so hat eben jeder seine Nücken, nicht? Aber deswegen braucht man doch nicht gleich über alle Menschen herzuziehen. Ich meine, wir Norddeutschen sagen ja lieber mal ein Wort zu wenig als zu viel. Und mit Tratsch haben wir überhaupt nichts zu tun. Mit einer Ausnahme, Meta Bold. Und die werden Sie in diesem Stück ja auch gleich sehen. Die braucht bloß einmal den Mund aufzumachen, dann hat sie schon 3 Gerüchte in die Welt gesetzt. Und alle Welt lauert nur darauf, dass endlich mal der Augenblick kommt, wo es ihr selbst an den Kragen geht. Und der Augenblick kommt, werden Sie sehen. Na denn, viel Vergnügen. Bis denn, nicht? In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht fürs ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer... Hallo Sie! Stellen Sie sofort den Dudelkasten ab! Bei so einem Krach kann ja kein Mensch schlafen! Warum stellen Sie denn die Musik ab? Stellen Sie doch wieder an! Man kommt so schön in Schwung! Uns nun ziehen Sie hier aus. Abstellen, habe ich gesagt! Oder Sie können was erleben! Unverschämtheit sowas! Was ist denn los? Nun haben Sie ja doch wieder abgestellt. Und gerade mein Lieblingslied. Stellen Sie sich doch wieder an! Zum letzten Mal! Wenn Sie nicht sofort aufhören, dann rufe ich die Polizei! Weiterspielen, sag ich! Das geht den gar nichts an, den verkalkten Trottel. Der nimmt ja auch keine Rücksicht auf andere Leute. Sie, den verkalkten Trottel, nehmen Sie sofort zurück. Sonst verklage ich Sie wegen Beleidigung. Gar nichts nehme ich zurück. Wenn Ihnen das hier nicht passt, dann ziehen Sie doch aus. Das hier ein Mietshaus und kein Sanatorium. Aufhören! Aufhören! Weiterspielen, sage ich! Weiterspielen! Das wäre ja noch schöner. Wohnt hier gerade 3 Wochen und will uns herumkommandieren. Hier war früher immer Frieden im Haus. Ich verlange nur meine Ruhe. Wozu gibt es eine Hausordnung? Fassen Sie sich doch an Ihre eigene Nase, werter Herr. Ihr Klo hat wieder die ganze Nacht gerauscht. Und Sie haben schon heute Morgen vor 8 Staub gesaugt. Dann gehen Sie doch rechtzeitig in die Federn. Dann kommen Sie auch rechtzeitig wieder raus. Und ich sage Ihnen, wenn das nicht aufhört, dann werde ich Sie gemäß Paragraph 2 des Mieterschutzgesetzes wegen erheblicher Belästigung verklagen. Ihr Mieterschutzgesetz, das können Sie sich mal. Wer weiß wohin. Sie sind eine ganz ordinäre Person, das lasse ich von mir gesagt sein. Und wissen Sie, was Sie sind? Sie sind... Das ist eine Beleidigung. Habe ich was gesagt? Nein, aber gedacht. Ja, das stimmt. Gedacht habe ich was und das nicht zu knapp. Aber denken darf man ja wohl noch, oder? Ich werde mich beim Hauswirt über Sie beschweren. Da können Sie Gift drauf nehmen. Tun sich keinen Zwang an, Herr Steuerinspektor. Aber vergessen Sie nicht, ihm zu sagen, dass Sie noch nicht ein einziges Mal die Treppe geputzt haben, seitdem Sie hier wohnen. Und glauben Sie ja nicht, dass ich immer für Sie den Dreck wegmache. Ich als Mann soll die Treppe putzen? Ist mir doch egal. Wenn Sie schon so für die Hausordnung sind, dann müssen Sie genauso gut wie jeder andere die Treppe putzen. Sie haben Ihre Kammer vermietet. Im Mietvertrag steht ausdrücklich, dass das verboten ist. Sind Sie vielleicht der Hauswirt? Nein, aber... Na also, dann kümmern Sie sich gefälligst nicht um Sachen, die Sie nichts angehen.
Sie haben doch keine Nachteile davon. Das hab ich doch. Dieser Krach ist unerträglich. Ach, Krach. Nun stellen Sie sich doch bloß nicht so an wegen so ein bisschen Musik. Und eins will ich Ihnen sagen, wenn Sie noch einmal Ihre Wäsche so nass auf den Balkon hängen, dass alles zu mir rübertropft, dann reiße ich die Lumpen eigenhändig herunter. Merken Sie sich das? Dann nehmen Sie erstmal Ihre Karnickel vom Balkon. Man kann ja kein Fenster mehr aufmachen vor lauter Fliegen und Gestank. Das ist ja wohl unerhört, ist das. Meine Kaninchen stinken nicht, das sind Zuchttiere. Die haben auf der Ausstellung den ersten Preis gewonnen. Trotzdem stinken Sie und wenn Sie 10 Preise bekommen hätten. Absel hat gesagt, aufhören! Weiterspielen, das geht Ihnen gar nichts an. Na, das wollen wir noch mal sehen. Ich werde melden, dass Sie Ihre Kammer vermietet haben. Wollen sehen, ob es noch Gerechtigkeit in diesem Land gibt. Tun Sie das, Herr Steuerinspektor AD. Ich vermiete meine Kammer an wen und solange ich will. Das wird sie doch rausstellen. Ja, das wird es. Unverschämte Person! Dämliches Mannsvolk. Glaubt wohl einer alleinstehenden Frau alles bieten zu können. Ach, Sie da! Guten Morgen, Frau Knob. Ach, könnte ich wohl mal eben den Waschküchenschlüssel haben? Oder sind Sie noch nicht fertig? Doch, aber ich habe die Waschküche noch nicht sauber gemacht. Och, das macht doch nichts. Das kann ich doch machen. Macht mir gar nichts aus. Nee, das mache ich schon selbst. Hier, bringen Sie den Schlüssel mal wieder rauf, wenn Sie fertig sind. Was war denn das eben hier für ein Lärm? Hat der da wieder Rabatz gemacht? Oh, nur tun Sie doch bloß nicht so, als ob Sie das nicht mitgekriegt hätten. Sie stehen doch die meiste Zeit auf der Treppe und horchen, was hier im Haus vor sich geht. Aber beste Frau Knob, der Schlag soll mich treffen, wenn ich ein einziges Wort gehört habe. Ja, habe ja neulich schon zu meinem Mann gesagt. Otto, habe ich gesagt, da haben wir vielleicht einen ins Haus gekriegt. So ein pensionierter Steuerbeamter. Der weiß doch vor Langeweile gar nicht, was der machen soll. Der denkt doch bloß den ganzen Tag darüber nach, wie er andere Leute schikanieren kann, nicht? Aber wenn ich Ihnen guten Rat geben darf, Frau Knob, lassen Sie sich nicht von dem an die Wand drücken, nicht? Ach, wisst ihr, was ich neulich von dem gehört habe? Nein, und das interessiert mich auch nicht, Frau Bolt. Wiedersehen. Na sowas. Knallt mir einfach die Tür vor der Nase zu. Ach, Frau Bolt, moin. Guten Tag, Herr Brummer, na schon aufgestanden? Ach, Herr Brummer, ich wollte Sie ja auch bloß fragen, ob ich vielleicht für Sie die Treppe mitmachen kann, nicht? Also nicht, dass ich mich aufdrängen will, aber Sie als höherer Beamter können sich doch schlecht hinstellen und die Treppe putzen, nicht? Das ist aber nett von Ihnen, Frau Bolt. Ich will das ja gerne bezahlen, Ach, wenn Sie wer das... rede denn von bezahlen? Das mache ich doch gern, sozusagen. Nachbarschaftshilfe. Sehr freundlich von Ihnen. Da kann mir Frau Knob wenigstens keine Vorwürfe mehr machen. Na, die hat's gerade nötig, sich aufzuregen. Stellen Sie sich mal vor, will ich heute Morgen in die Waschküche. Ach, übrigens, wenn ich Ihnen mal ein paar Sachen mit auswaschen soll, nicht? Das mache ich doch gern, nicht? Da hat die Frau doch tatsächlich die Waschküche noch nicht sauber gemacht, ne? Ja. Und dann regt sie sich auf, dass Sie die Treppe nicht gemacht haben. Nee, also Menschen gibt das. Ach, darum ging der Krach. Nicht nur darum. Ich habe mir nur in aller Form verbeten, dass Ihr Untermieter das Radio so laut anstellt. Untermieter, sagten Sie, Untermieter? Seit wann hat die denn einen Untermieter? Tja, das weiß ich nicht. Jedenfalls wohnt da jemand in Ihrer Kammer. Na, sowas. Habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Wer ist das denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber im Mietvertrag steht ausdrücklich, dass der Hauswirt das genehmigen muss. Haben Sie vollkommen recht. Das brauchen wir uns in gar keinem Fall gefallen zu lassen. Wer weiß, wen die uns da ins Haus schleppt. Och, das muss ich doch gleich mal Tramsen erzählen. Das wird ihn ganz bestimmt interessieren, nicht? Die muss doch nicht denken, dass sie machen kann, was sie will, ne? Brauchen ja nicht gleich zu sagen, dass ich das gesagt habe, nicht? Sie verstehen. Man will ja nicht gern als Klatschtante dastehen, nicht? Ich hätte ja gar nichts gesagt, wenn die mich nicht einen verkalkten Trottel genannt hätte. Das hat sie gesagt? Ja. Na, da sehen Sie mal so richtig, was das für eine Person ist. Ich habe ja schon immer gesagt, die passt gar nicht in dieses gutbürgerliche Haus. Na ja, Frau Nein, Herr Brummer, die passt hier einfach nicht rein, ne? Hat neulich erst zu meinem Mann gesagt. Otto, habe ich gesagt, was ein Glück, dass der Herr Brummer hier eingezogen ist. Der passt doch wenigstens zu uns, ne? Mein Gatte ist nämlich auch Beamter, müssen Sie wissen, ja. Oberlokführer ist er, ja. Aber deswegen bin ich mir nicht zu schade für Sie, die Treppe mitzuputzen, denn Arbeit schändet ja nicht. So, aber jetzt muss ich erst noch mal runter. Ich habe einen Topf auf dem Herd stehen, nicht? Also Wiedersehen, Herr Brummer. Wiedersehen, Frau Bolt. Ja. Na, Frau Bolt,
Was gibt's denn nun schon wieder? Ach, Frau Knob, ich habe mir das anders überlegt. Das bisschen Wäsche kann ich auch in der Küche auswaschen. Ich will sie ja nicht aus der Waschküche vertreiben. Wie Sie wollen. Ja, und Sie haben Ihre Kammer untervermietet, habe ich gehört? Ach, sind Sie auch schon dahinter gekommen? Och, wie schön für Sie, Frau Knob, dass ich mein Vermag dann nebenbei verdienen können, nicht? Freut mich richtig für Sie. Aber dem verkalkten Trottel daneben an passt das sicher nicht, wie? Das ist mir ziemlich egal, ob Ihnen das passt oder nicht. Ja, da haben Sie auch recht. Stellen Sie sich mal vor. Fragt mich der Kerl doch tatsächlich, ob ich Ihnen die Treppe mitputzen will. So eine Zumutung. Ich als Beamtengattin soll für ihn die Putzfrau spielen. Was, so weit kommt das noch? Haben Sie denn einen netten Untermieter bekommen, Frau Knob? Danke, ich bin zufrieden. Ich will ja nicht neugierig sein, aber was kann man denn heutzutage für so eine Kammer verlangen, wo doch die Zimmer so knapp sind? Verlangen kann man 500 Mark. Aber ob man sie kriegt, das ist eine andere Sache. Ja, oh ja, da haben Sie recht, nicht? Und was haben Sie genommen, Frau Knob? Ein junger Mann oder ein Mädchen? Können Sie schweigen, Frau Bold? Aber natürlich. Na, dann tun Sie das. Alte Giftnudel und ich werde nicht schweigen, verlass dich drauf. Hoppla. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo Ihr Brummer wohnt? Brummer? Ja, der wohnt da. Wollen Sie zu ihm? Och ja, sonst hätten Sie ja nicht gefragt, nicht? Sind Sie mit Herrn Brummer verwandt? Ja, ich bin seine Schwiegermutter. So, seine was? Aber nicht weiter sagen, hören Sie? Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen, junger Mann. Nee, dafür suche ich mir was Jüngeres aus. Unverschämt. Hallo, Onkel Ewald. Ach, Dieter, wo kommst du denn her? Geradewegs von zu Hause. Grüß dich. Tag, mein Junge, nett, dass du mich mal besuchst. Ja, besuchst es nicht ganz richtig. Ich wollte nämlich eigentlich hier bleiben. Was? Hier bleiben bei mir? Ja, aber was soll denn das? Ich bin zu Hause ausgezogen. Was du bist? Aber warum denn das? Weil dein sturer Bruder nicht so wollte wie ich, darum. Aber muss ich dir das eigentlich alles hier im Treppenhaus erzählen? Nee, komm doch rein. Moment, Schuhe abputzen. Oh, schon heute, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Knob. Auf Frau Knob ein großes Malheur. Ich hatte meine Wäsche am Fenster aufgehängt und nun ist ein BH auf Herrn Brummers Balkon rübergeflogen, weil es so windig ist. Ach du liebe Zeit, auch das noch. Tja, was machen wir jetzt? Ein Unglück kommt selten allein. Wie kriege ich den nun wieder? Naja, freiwillig wird er den wohl nicht wieder rausrücken, nach dem Krach heute Morgen schon gar nicht. Warten Sie, vielleicht können wir ihn ja mit dem Besen angeln. Ja, kommen Sie, ich versuche es mal. Ja. Ja, schon gut. Rasier dich ruhig fertig. Ich komm schon allein zurecht. Die linke Tür, sagtest du? Ja, und wir müssen nachher noch das Bett beziehen. Ja, das klappt schon. Nur die Ruhe. Hab ja jetzt massenhaft Zeit. Ich sage Ihnen, Tramsen, sie hat einen Untermieter da in der Kammer. Ja, das werden wir gleich haben. Brauchen ja nicht gleich zu sagen, dass ich das gesagt habe. Nicht mal, wie ich nicht als Klatschtante dastehen. Ja, ist schon gut. Und das wollte ich Ihnen auch noch sagen. Neulich hat sie ihre Wurst im Supermarkt gekauft, habe ich selber gesehen. Unerhört sowas, nicht? Wo wir so einen guten Schlachter im Haus haben. Ja. Und die Waschküche hat sie auch noch nicht sauber gemacht, wollte ich noch sagen. Ja. Also zu Hause ist sie, das weiß ich ganz genau. Ja, nun gehen Sie doch erst mal wieder. Das hier regel ich schon alleine. Ja, ich meinte ja nur. Ach, Herr Tramsen. Warum klingelt Sie denn Sturm? Ich wollte mal mit Ihnen reden, Frau Knob. So reden wollen Sie mit mir. Ich dachte, Sie wollten nur mal nachsehen, ob die Klingel noch funktioniert. Nein, diesmal habe ich was anderes auf dem Herzen. Sieh mal einer an, dann wollen Sie mir sicher mitteilen, wann das Dach endlich repariert wird. Und wann meine Küchendecke gestrichen wird. Nein, deswegen komme ich nicht. Nicht? Was verschafft mir denn die Ehre, wenn ich fragen darf, Herr Tramsen? Sie haben einen Untermieter? Und deswegen bemühen sich 3 Stockwerke hoch. Das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Denn stellen Sie sich mal vor, Tramsen, das habe ich schon selbst bemerkt. Sie wissen doch, dass das verboten ist. Oh, was ist nicht alles verboten auf der Welt und die Leute tun's doch. Zum Beispiel eine Dame in den allerwertesten Kneifen, wenn sie gerade dabei ist, die Treppe zu putzen.
Oder zu nachtschlafender Zeit mit einer Flasche Sekt unterm Arm zu einer alleinstehenden Frau raufzukommen, wenn die eigene verreist ist. Oder im Treppenhaus rumlungern und horchen und dann mit dem losrennen, was andere Leute sich zu sagen haben. Hä? Als ob mich das interessierte. So, die werden wir los. Was haben Sie denn nun wirklich auf dem Herzen, Tramsen? Ja, also wirklich, Frau Knob, es geht um den Untermieter. Es geht doch nicht, dass Sie einfach ohne meine Genehmigung fremde Leute hier aufnehmen. Und warum geht das nicht? Weil, naja, eben, weil es im Mietvertrag steht. Und nur weil es auf so einem Stück Papier steht, soll ich ein armes Menschenkind auf die Straße setzen? Nein, mein lieber Tramsen, nicht mit mir. Aber liebe Frau Knob, verstehen Sie das denn nicht? Ich kann das einfach nicht zulassen, schon wegen der anderen Leute. Sie kümmern sich doch sonst auch nicht darum, was die anderen Leute sagen. Sonst hätten Sie mir ja wohl nicht immer zu die Tür eingelaufen, wie? Aber das hat doch damit nichts zu tun. Und ob das was damit zu tun hat? Nur weil ich nicht so wollte wie Sie gerne. Darum ist alles falsch, was ich mache. So, und nun dampfen Sie ab. Und passen Sie auf, in der 2. Etage ist das Geländer lose. Und damit Sie Bescheid wissen, der Untermieter bleibt. Ach so, na schön. Dann muss ich das eben schriftlich machen. Guten Morgen. Moin. Hey, Sie. Sie sind wohl der Untermieter, was? Richtig geraten. Und Sie machen hier wohl den Zimmerservice. Also, hören Sie ja nicht frech, junger Mann, ja? Sie ziehen sofort wieder aus, verstanden? Das werde ich nicht tun. Ich freue mich nämlich, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn es auch nur in dieser Bruchbude ist. Sie. Bloß nicht aufregen, hören Sie, das ist für ältere Herren nämlich nicht ganz ungefährlich. Und ich sage Ihnen, wenn Sie bis heute Abend nicht mit Sack und Pack verschwunden sind, verklage ich Sie wegen Hausfriedensbruch. Haben Sie verstanden? Nee, kein einziges Wort. Damit Sie aber ganz klar sehen, ich denke gar nicht dran, wieder auszuziehen, guter Mann. Das werden wir ja sehen, junger Mann. Jawohl, das werden wir. Verschiebtheit ist das unglaublich. Oh, Herr Tramsen, schönen guten Morgen. Morgen, Herr Brummer. Ach, Herr Tramsen, schön, dass ich Sie treffe. Ich möchte gerne mal was mit Ihnen besprechen. Ja, ich kann mir schon denken. Wegen dem Untermieter. So ist es ja. Da machen Sie sich mal keine Sorgen, Herr Brummer. Das werde ich schon regeln. Ach, das ist aber nett von Ihnen, Herr Tramsen. Und der junge Mann da weiß auch schon Bescheid. Jawohl, der weiß Bescheid. Sie hat doch gelacht. Wenn wir nicht Ordnung ins Haus bekämen! Morgen. Moin, Herr Tramsen. Sag ich auch, Ordnung muss sein. Diese Ordnung, was meint er denn damit? Sieh mal einer an, Onkel Ewald. Hattest du netten Besuch? Ja, nein, ach, ich meine, der lag... Ist ja der schon gut, Onkel, ich habe doch Verständnis dafür. War ja schließlich auch mal jung. Was soll denn das heißen? Naja, ich meine, das ist doch wohl ziemlich eindeutig, oder? Gar nichts ist eindeutig. Der hing in den Kakteen auf meinem Balkon. Der werde ich jetzt die Meinung sagen. Na, was wollen Sie denn nun schon wieder? Gehört dieses Ding Ihnen? Erstens ist das kein Ding, sondern ein Büstenhalter. Und zweitens gehört er mir nicht. So, auch noch Lügen. Den können Sie bei der Polizei abholen. Und 2 von meinen Kakteen haben Sie auch runtergefegt. Kann ich was dafür, wenn Ihre Mickerlinge so wackelig stehen? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Mickerlinge, sagt sie zu meinen Kakteen. Falls dich meine Meinung irgendwie interessiert, Onkel Ewald, dann finde ich, dass es doch wirklich nicht lohnt, sich über solche Lappalien aufzuregen. Ich lasse mich hier nicht länger schikanieren. Ich komme keinem zu nahe. Ich verlange weiter nichts als meine Ruhe. Wer schikaniert Sie denn, hä? Sie haben doch damit angefangen. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Und den Hauswirt haben Sie mir auch auf den Hals gehetzt. Das ist ja gar nicht wahr. Hatten Sie nicht gesagt, Sie wollten sich beschweren, weil ich meine Kammer abgegeben habe? Na ja, Na aber- also, und damit hat der ganze Streit doch angefangen. Warum kümmern Sie sich eigentlich um meine Angelegenheiten? Ich kümmere mich doch auch nicht darum, was Sie machen. Aber jeder meint, dass er auf mir rumtrampeln kann. Mit einer alleinstehenden Frau kann man's ja machen. Aber nicht mit mir, Herr Nachbar. Sagtest du nicht, du wolltest ihm mal ordentlich deine Meinung sagen? Dagegen kommen wir doch gar nicht an. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ja auch meine Kammer vermietet. Ach so, darum geht's. Dann habe ich dich ja in eine unangenehme Situation gebracht. Naja, ich konnte ja nicht wissen, dass Tut mir leid, Onkel. Das habe ich nicht gewollt. Sieh mal, Dieter, das ist nämlich so. Im Mietvertrag steht ausdrücklich, dass wir das nicht dürfen. Verstehe. Und du als korrekter Staatsbürger kannst dich auf gar keinen Fall darüber hinwegsetzen. Nein, das kann ich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Tja,
Dann bleibt mir wohl gar nichts anderes übrig, als meinen Koffer wieder zu packen. Nun warte doch, Dieter, nicht so hastig. Wir können ja mit dem Hauswirt noch mal darüber reden. Ne? Nee, lass nur. Meinetwegen sollst du nicht in Gewissenskonflikte geraten. Ich finde schon was anderes. Dieter, ich weiß ja nicht, was los gewesen ist, aber wäre es nicht besser, wenn du... Naja, ich meine, dein Vater ist nun nicht mehr der Jüngste. Du meinst, ich soll wieder nach Hause? Nee, Onkel. Solange Vater nicht nachgibt, läuft da gar nichts. Was habt ihr nur miteinander gehabt? Ich habe einfach keine Lust mehr, in so einem altmodischen Betrieb zu arbeiten. Die Konkurrenz ist jetzt schon weit voraus. Wenn ich mal eine neue Maschine anschaffen will, dann heißt das gleich, sowas haben wir bis jetzt auch nicht gebraucht. Und ich wolle ihn nur an die Wand drängen mit meinem neumodischen Kram. Ja, zum Donnerwetter nochmal, die Zeit läuft doch nun mal weiter. Man muss doch auf dem neuesten Stand bleiben. Oder sollen wir für ewig und alle Tage so eine Klitsche bleiben? Vergiss nicht, Dieter, dein Vater hat mit nichts angefangen. Und jetzt hat er eine gut gehende Autoreparaturwerkstatt. Er hat dich was lernen lassen. Du hast sogar den Kfz-Meister gemacht. Mensch, du solltest ihm dankbar sein. Ja, ich weiß. Das bekomme ich oft genug aufs Butterbrot geschmiert. Aber einmal ist Schluss, sag ich dir. Ich werde ihm zeigen, dass ich auch auf eigenen Füßen stehen kann. Oh, der Kessel. Das Frühstück ist gleich fertig. Guten Morgen. Morgen. Ach, verzeihen Sie. Ist das vielleicht der Ihre? Ja, der ist auf Herrn Brummers Balkon rübergeflogen. Vielen Dank. Oh nein, meine Dame, so leicht machen wir uns das nicht. Da muss zumindest ein kleiner Finderlohn dabei rausspringen. So. Und an was hatten Sie so gedacht, wenn ich fragen darf? Naja, zum Beispiel, dass Sie heute Abend mit mir ins Kino gehen. Donnerwetter, Sie gehen aber ran. Ich bin ein bisschen altmodisch. Legen Sie immer so ein Tempo vor? Ja, immer wenn mir ein Mädchen so gut gefällt. Dann behalten Sie das gute Stück. Der Einsatz ist mir ein bisschen zu riskant. Schade. Bin ich Ihnen denn so unsympathisch? Das nicht gerade. Aber Ihr Tempo beunruhigt mich. Wenn Sie so weitermachen, bin ich in 14 Tagen Großmutter. Auf den Mund sind Sie jedenfalls nicht gefallen. Wohnen Sie auch hier im Haus? Auch? Sie etwa auch? Ja, da. Ja, und ich da. Dann sind wir ja sozusagen Nachbarn. Sozusagen. Schade. Wieso schade? Naja, weil ich wieder ausziehen muss. Mein Onkel hat Angst, dass er meinetwegen Ärger bekommt. Und deshalb muss ich ausziehen, bevor ich überhaupt richtig eingezogen bin. Demnach wohnen Sie noch nicht lange hier. Noch keine 10 Minuten. Ich hatte gedacht, dass ich bei meinem Onkel unterkriechen könnte, weil ich nämlich sozusagen obdachlos bin. So. Ja, und nun suche ich eben ein Mädchen im passenden Alter, das mich adoptiert. Na, dann Mann, viel Glück. Oh, danke. Aber ich glaube, ich habe schon jemand gefunden. So? Ja, Sie. Sie gefallen mir. Und darum bleibe ich hier. Und was versprechen Sie sich davon? Na, zumindest eine nette Nachbarschaft. Erzählen Sie das mal lieber Ihrem Onkel. Der scheint nicht so viel von netter Nachbarschaft zu halten. Wieso? Na, heute Morgen hätte er mir beinahe die Tür eingeschlagen. Warum? Ach, weil ich das Radio ein bisschen laut eingestellt hatte. Ah ja, Onkel Ewald. Wissen Sie, eigentlich fehlt ihm weiter nichts als eine Frau. Früher, als er noch jeden Tag zum Finanzamt ging, da war er ganz in Ordnung. Aber nun, wo er pensioniert ist, da wird er von Tag zu Tag wunderlicher. Aber ich erzähle Ihnen ja meine Familienangelegenheiten und weiß noch gar nicht, wer Sie sind. Da Sie es anscheinend nicht für nötig halten, sich zuerst vorzustellen, muss ich es wohl tun. Ich heiße Heike Seefeld und wohne bei Frau Knob zur Untermiete. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Seefeld? Vielleicht meine Schuhgröße? Sagten Sie Seefeld? Sind Sie vielleicht verwandt mit Seefeld in der Lübecker Straße? Ja, weitläufig. Wirklich? Mit Auto Seefeld? Ja, das ist mein Vater. Donnerwetter! Sind Sie nun so perplex, dass Sie immer noch nicht sagen können, wer Sie eigentlich sind? Ja. Nee. Ich meine, ja, natürlich. Ich heiße Brummer wie mein Onkel. Aber dass die Tochter vom Seefeld in so einer bescheidenen Bude wohnt? Ach, was glauben Sie, wie oft ich unseren fabelhaften Wohlstand schon verflucht habe? Das geht ja sogar so weit, dass ich mir nicht mal selbst meinen Mann aussuchen darf. Ich müsse ans Geschäft denken, meint mein Vater, und einen Fachmann heiraten. Aha. Und darum sind Sie... Genau darum. Und Frau Knob war so freundlich, mich bei sich aufzunehmen. Sie macht nämlich bei uns sauber. Und wie soll das nur weitergehen? Tja, da ich ja leider noch ein bisschen zu jung bin fürs Altersheim, muss ich mir wohl einen Job suchen. Was es nicht alles gibt. Ja, das mögen Sie wohl sagen. Da freut man sich, dass man die Eltern endlich groß hat, und dann machen sie einem nur Scherereien. Dieter, komm schon und endlich, das Frühstück ist... Oh, entschuldigen Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Frühstück ist fertig. Ja, danke, Onkel. Ich komme sofort. Du kannst ruhig schon den Kaffee einschenken, Onkel. Ich komme in einer Sekunde. Was hast du gesagt? Ach, einschenken, ja. Moin. Bitte, Ihr gutes Stück. Ganz ohne Bedingung. Ganz ohne. Nur wo ich weiß, wer Sie sind, würde ich mir niemals erlauben, Sie ins Kino einzuladen.
Bei mir reicht's im Moment höchstens für die ersten 10 Reihen. Und wenn ich annehmen würde? Nicht auszudenken. Also gut, klopfen Sie, wenn Sie fertig sind. Ich gehe mit. Das freut mich. Dieter, kommst du nun endlich? Der Kaffee wird kalt. Also dann. Tschüss. Wollten wir nicht frühstücken, lieber Onkel Ewald? Was hast du gesagt? Ach so, ja. Nenn mich nicht immer Onkel. Ja, ich komme sofort zum Frühstück. Danke, Frau Knob. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass Brummer das Licht im Keller brennen gelassen hat, nicht? Das geht ja nun wirklich zu weit und Sie müssen dann die hohen Stromkosten bezahlen. Aber da nimmt ja so ein Menschenschlag wie der gar keine Rücksicht drauf. Ja, wenn ich nicht auf alles so aufpassen würde. Ja, ja, ist schon gut. Aber da wir gerade unter uns sind, Frau Bold, denken Sie doch gelegentlich mal daran, Ihr Konto im Laden auszugleichen. Sonst kann ich Ihnen nämlich leider nichts mehr verkaufen. Mein Gott, die paar Mark werden Sie doch nicht gleich umwerfen. Paar Mark ist gut, sind fast 300, ja. Und zu verschenken habe ich auch nichts, Frau Bold. Ah, mein Gott, Sie kriegen Ihr Geld schon, aber ich muss erst meinen Videorekorder abbezahlen. Aber das wird einem ja nur auch schon wieder nicht gegönnt, ne? Ja, davon kann gar keine Rede sein. Aber man darf auch nicht über seine Verhältnisse leben. Mein Gott, da versucht man nur reell und ehrlich durchs Leben zu kommen und kriegt nichts als Neid und Missgunst zu spüren. Ich reg mich ja auch nicht darüber auf, dass sie für 500 Mark im Monat ihre Kammer vermietet hat, ja. Was? 500 Mark? Hat sie mir selber erzählt, aber ich will ja nichts gesagt haben, ne? Das ist ja ganz schön happig. Ja, ja, so sind die Menschen heutzutage. Die Notlage ihrer Mitmenschen ausnutzen, das können sie, nicht? Ich hab bloß mal wissen, was das für einer ist, den sie da aufgenommen hat. Höchstwahrscheinlich so ein Arbeitsscheuer, der dem Staat auf der Tasche liegt. Wie könnte denn sonst jeden Monat so viel Geld für die Miete aufbringen, nicht? Ach, jetzt kann ich mir auch denken, wer mir jeden Morgen meine Zeitung aus dem Kasten klaut. Und das machen Sie über halblang, Frau Boll. Sie können doch nicht einfach Leuten die Ehre abschneiden, die Sie gar nicht kennen. Aber das liegt doch auf der Hand. Tramsen, Sie müssen sofort was unternehmen. Mit so einem Gesindel bleib ich nicht unter einem Dach. Ja, ja, ist schon gut. Aber nun gehen Sie erst mal. Das hier regel ich schon alleine. Was haben Sie denn da für einen Brief? Das ist Frau Knobs Kündigung. Wenn sie ihren Untermieter nicht rausschmeißen will, dann muss sie ihm ausziehen. Ja, so ist richtig. So hätte ich das ausgemacht. Sie müssen sich ja nicht alles bieten lassen, nicht? Sagen Sie dir mal ordentlich Bescheid. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich Ihnen das mit den 500 Mark gesagt habe. Nicht? Man will ja nicht als Klatsch-Tante dastehen. Ja, ja, ja. Und nun zwitschern Sie erst mal ab. Ah ja, ich gehe ja schon. Hey, Frau Bold! Ja? Vergessen Sie nicht, Ihre Wohnungstür von innen zuzumachen. Ha, als ob ich neugierig wäre. Ja, bitte. Ja, ich wollte... Zuerst wollen Sie sicher mal Guten Morgen sagen, oder? Wer ich? Ach so, ja, natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist Frau Knob nicht da? Doch, aber sie frühstückt gerade. Ist es eilig? Ja, ich hätte da einen Brief abzugeben. Den können Sie mir ja auch geben. Nein, den möchte ich ihr doch lieber persönlich geben, ja. Nachher behauptet sie, dass sie ihn gar nicht bekommen hat. Mein Gott, ist es denn so ein wichtiges Dokument? Jawohl, das ist Ihre Kündigung. Wie bitte? Ihre Kündigung? Ja, warum denn das? Weil eine fremde Person in Ihre Kammer eingezogen ist. Ach, und deshalb muss sie also gleich aus der Wohnung raus. Na, dann geben Sie mal her. Sie haben ja nun einen Zeugen dafür, dass Sie den Brief abgegeben haben. Wen denn? Na, mich doch. Ach so, ja, natürlich. Ja. Sind Sie mit Frau Knob verwandt? Nee, leider nicht. Ich bin die fremde Person, die in die Kammer eingezogen ist. Hä? Ja, tatsächlich. Frau Knob war so freundlich, mich bei sich aufzunehmen. Ist doch wirklich nett von ihr, nicht? Naja, es war ja leider nur ein kurzes Vergnügen. Ja, aber vorhin waren Sie doch noch ein junger Mann. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich bin immer ein Mädchen gewesen, das weiß ich genau. Ja, das konnte ich natürlich nicht wissen, ja. Ja, dann geben Sie den Briefmann wieder her. Ja, ist auch nicht so wichtig. Na sehen Sie, da habe ich mich also doch nicht in ihn getäuscht. Das habe ich mir doch gleich gedacht, dass Sie gar nicht so sind. Naja, Gott.
Man will einen Menschen ja auch nicht gleich ins Unglück stürzen. Nicht? Das ehrt Sie kolossal. Sie sind wirklich nett. Ach. Ehrlich, Sie gefallen mir. Ach was. Ich mag gern ältere Herren. Die haben immer so etwas Verlässliches an sich. Ja, das stimmt. Ja. Tja. Ja, dann will ich mal wieder. Ja, also dann auf gute Nachbarschaft. Einverstanden. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Und sagen Sie Frau Knobmann gar nicht, dass ich hier gewesen bin. Ist ja auch nicht nötig, nicht? Warum soll sie sich erst aufregen, nicht? Nee. Das bleibt natürlich ganz unter uns. Ja. Also dann. Oh, Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Fräulein. So ein nettes Mädchen kann man doch nicht auf die Straße setzen. Herr Tramsen, haben Sie immer ordentlich die Meinung geblasen? Ja, das habe ich. Sie waren ja so leise, man hat ja kein Wort verstanden. Und dann haben Sie doch wieder auf der Lauer gelegen. Ja, man interessiert sich doch für das, was hier im Haus passiert. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, dass Sie sich nicht um Sachen kümmern sollen, die Sie gar nichts angehen. Das hat sie gesagt. Wieso haben Sie ihr denn gesagt? Gar nichts habe ich gesagt und lasst mich endlich in Ruhe. Also was es hier im Hause zu regeln gibt, das regel ich schon alleine, ja? Da haben Sie Ihre Nase gar nicht reinzustecken. Na sowas. Ich hab doch gar nichts gesagt. Na, das kann ja noch einen schönen Knatsch geben. Ach, Frau Knoben, du putzt ja doch die Treppe. Sind doch gar nicht dran diese Woche. Ihr könnt ja auch nicht im Dreck verkommen. Nö, aber hätte ich doch nachher machen können. Kehren Sie für Ihre eigene Tür, Frau Bold. Das ist sicher nötiger. Ja, Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Also ich hätte das ja nicht gemacht. Erst beschwert er sich bei Tramsen über Sie und dann putzen ihm auch noch die Treppe. Nun stehen Sie mir doch nicht immer zu vor den Füßen rum. Ich hab's eilig. Oh, ja, ich auch. Vor allen Dingen sonnabends hat man doch immer allerhand um die Ohren, nicht? Und ein Geld kann man ausgeben. Allein 48,50 Mark beim Schlachter, nicht? Aber was soll man machen? Muss ja immer was auf dem Tisch stehen, nicht? Also, bei Tramsen kaufe ich ja nun nicht mehr, nicht? Nee, kommt gar nicht in Frage. So wie der Sie behandelt hat. Haben Sie schon gehört? Ockudams unten haben ja nun 9 Wagen. So. Ja, möcht bloß mal wissen, wie die das machen. So viel verdient er doch bestimmt nicht bei der Müllabfuhr. Naja, haben die sich sicher alles vom Munde abgespart. Die haben sicher mehr Schulden als Haare auf dem Kopf. Was geht mich das an? Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Ja, ich ja auch nicht, ne? Aber wundern muss ich mich doch. Ach, wie ist das denn nun mit Ihrem Untermieter, Frau Knob? Muss er wieder raus? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, was Tramsen gesagt hat? Sagt er doch tatsächlich, wenn Frau Knob ihren Untermieter nicht rausschmeißt, dann muss sie eben selber raus. Dann kündige ich ihr und reiche eine Räumungsklage ein. Stellen Sie sich das mal vor. Na, dem habe ich vielleicht die Meinung gesagt. Was habe ich gesagt? Sie wollen eine arme, alleinstehende Frau auf die Straße setzen? Schämen sich denn gar nicht, habe ich gesagt? Ich muss jetzt erst mal die Fußmatten ausklopfen. Ja, wird immer allerhand Dreck bei dem Wetter ins Haus geschleppt, ne? Ja, das stimmt. Gibt immer welche, die Dreck durchs Haus schleppen. Was will sie denn damit schon wieder sagen? Die Frau steckt doch voller Spitzen. Ach, Frau Bold. So, Herr Brummer, die Treppe ist fertig. Nun brauchen sich das Gemeckere von der dagegen nicht mehr anzuhören, Das nicht? ist aber nett von Ihnen, Frau Bold. Ja, habe ich doch gern gemacht. Ja, was bin ich Ihnen schuldig? Ach, brauchen Sie doch nichts für zu bezahlen. Ich meine, damit Sie sich mir gegenüber nicht verpflichtet fühlen, geben Sie mir 10 Mark und die Sache ist aus der Welt. 10 Mark, bitte sehr. Dankeschön. Wäre aber nicht nötig gewesen, nicht? Und wenn Sie wieder mal was haben, sagen Sie Bescheid. Ich helfe doch gern. Nett von Ihnen, Frau Bold. Ja, man ist doch gern mal gefällig, ne? Haben Sie schon gehört? Was? Sie soll ja nur aus der Wohnung raus, ne? So, warum denn das? Na, wegen dem Untermieter. Ist doch auch nicht mehr als recht und billig, nicht? Wo kämen wir denn dahin, wenn hier jeder machen wollte, was er könnte, nicht? Aber Nö. es wäre doch nicht nötig gewesen, ihr sofort die Wohnung zu kündigen. Aber Herr Brummer, Sie haben doch den Ärger davon. Nee, was Recht ist, muss Recht bleiben, nicht? Ja, aber- Tramsen haben Sie übrigens jetzt auch am Wickel. Wieso?
Der soll ja wohl Nitrat in die Wurst getan haben. Ja. Also ich kaufe ja nicht mehr bei dem und Sie sollten das auch nicht tun, ne? Ja. Sagen Sie mir Bescheid, wenn ich Ihnen was vom Markt mitbringen soll. Mache ich doch gern. Macht mir gar nichts aus. Also, hören Sie sich das an. Das ist schon unerhört, wo das Haus so hellhörig ist. Ja. Brummer, lassen Sie sich das nicht gefallen. Sagen Sie dem ordentlich Bescheid. Aber warten Sie, bis ich unten bin, sonst heißt das wieder, ich hätte Sie aufgehetzt. Nicht also Wiedersehen, Herr Brummer, und nichts gefallen lassen. Nicht ein bisschen leiser stellen, sonst kriegen wir bloß wieder Ärger. Ach, Fräulein, können Sie die Musik nicht ein bisschen lauter machen? Ich kann ja gar nichts mehr hören. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Herr Brummer. Sie wollen Musik hören? Gestern Morgen? Ach, gestern, wissen Sie, ich war ein bisschen nervös und ich habe das ja auch nicht so gemeint. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Bitte, als kleine Wiedergutmachung. Oh, vielen Dank, Herr Brummer. Sie können ja richtig nett sein. Und ich dachte immer, Sie wären auch so ein richtiger Brummer. Aber das macht wohl der Bart. Der Bart? Naja, der lässt Sie so ein bisschen brummig aussehen. Wissen Sie was, den sollten Sie mal abnehmen. Meinen Sie? Ja, was soll denn das alte Strohdach da unter der Nase? Das macht Sie doch nur älter. Und ich finde, so alt sind Sie doch noch gar nicht. Nee, so alt bin ich auch noch nicht. Na, sehen Sie. Am Ende finden Sie sogar noch eine Frau. Ja, meinen Sie? Ja, warum denn nicht? Ein Beamter mit Pension? Da wird ja sogar ich noch anbeißen. Ja, ach, Fräulein. Heike heiße ich. Fräulein Heike, ich bin erster Vorsitzender vom Kaninchenzuchtverein Zimbria. Und wir haben heute Abend Stiftungsfest in der Harmonie. Möchten Sie nicht auch mitgehen? Eine Karte habe ich noch. Oh, vielen Dank, Herr Brummer. Ja, da gehe ich gerne hin. Es gibt auch eine große Tombola. Und eine Chinchilla-Königin wird gewählt. Erster Preis, ein Pelzmantel. Echt Kanin! Sieh mal an. Das wird ja wohl ein ganz heißes Fest. Geht Ihr Neffe auch hin? Ja, das heißt, ich weiß es nicht. Gesagt hat er jedenfalls noch nichts. Na, ich komme jedenfalls. Ich freue mich schon drauf. Ist aber nett von Ihnen, Fräulein Heike. Na dann bis heute Abend. Und machen Sie die Musik ruhig ein bisschen lauter. Mir macht das nichts aus. Von Heike, nun haben Sie die Musik ja doch so laut gestellt. Denken Sie doch an die anderen Leute im Haus. Aber was ist denn mit Ihnen los, Frau Knob? Sonst hörten Sie die Musik doch so gern. Naja, aber der da nicht. Herr Brummer? Den stört das nicht. Der hat mir sogar ein Altenfeilchen geschenkt. Was hat er? Mhm. Als Versöhnungsgeschenk sozusagen. Und ausgehen will er auch mit mir. Nun guckt dir einer diesen alten Kater an. So schlimm ist er gar nicht. Er kann sogar ganz nett sein. Der macht immer ein Gesicht, als ob er den ganzen Mund voll saurer Gurken hätte. Mich hat er jedenfalls ganz charmant angelächelt. Nun sage ich gar nichts mehr. Ja, man muss die Männer nur zu nehmen wissen. Oh, Fräulein Heike, nehmen Sie sich bloß in Acht. Sie wissen doch, die ältesten Böcke haben die stärksten Hörner. Naja, Sie sind ja alt genug. Ich koche jetzt Kaffee. Wenn Sie wollen, kommen Sie doch gleich rüber. Ich habe eben einen Butterkuchen aus dem Ofen geholt. Ich komme sofort. Oh, diese Mannsbilder, unverbesserlich.
Sie das sind, der hier nach oben geht. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Hm? Sie haben wohl nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag hinter der Gardine zu stehen, was? Naja, irgendjemand muss sich ja um das kümmern, was hier im Haus passiert, nicht? Ich wollte Ihnen ja auch bloß sagen, dass die Knopsche einfach die Fußmatten am Treppengeländer ausgeschlagen hat. Das geht ja nun wirklich zu weit. Und wir tragen dann den Dreck in die Wohnung, ne? Das ist ja gar nicht wahr. Ich habe selbst gesehen, dass sie die Fußmatten unten am Zaun ausgeklopft hat. So? Ja. Naja, dem muss das ja wohl jemand anders gewesen sein. Ich dachte, Sie waren es. Aber Sie sind ja auch schon wieder hier oben. Was hat das denn zu bedeuten? Ach, wegen dem Untermieter, nicht? Ja, was ein Glück, dass wir die freie Marktwirtschaft haben. Können Sie doch die Leute an die Luft setzen, wann Sie wollen, nicht? Ja, ich wüsste auch, wen ich zuerst hier an die Luft setzen würde. Und jetzt wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie hier verschwinden würden. Ja, ich gehe ja schon, aber sagen Sie dir mal ordentlich Bescheid, nicht? Und das wollte ich Ihnen auch noch sagen. Der da will ja nur auch nicht mehr bei Ihnen kaufen, ne? Ja, ist ja nur gut. Nun zwitschern Sie ab. Warum stehen Sie denn immer mit den Händen auf dem Rücken da? Ja, weil meine Hosenträger gerissen sind. Oh mein Gott, die kann ich Ihnen doch wieder festmachen. Komm. Nein, haben Sie ab, Mensch! Und wenn Sie hier nicht gleich verschwunden sind, dann lasse ich ganz einfach die Hosen fallen. Sie sind ja ein Wüstling. Herr Tramsen? Was verschafft mir denn diese Ehre? Das ist doch nur, weil ich Ihnen doch Unrecht getan hatte. Sie mir? Naja, indirekt. Ich wollte Sie doch auf die Straße setzen. Oh, das war doch nicht so tragisch. Doch. Das war nicht fair von mir. Das musste ich wieder gut machen und darum habe ich Ihnen diesen kleinen Blumenstrauß mitgebracht. Oh, Herr Tramsen, Sie verwöhnen mich. Das ist doch nicht der Rede wert. Ja, aber eigentlich sollte den ja Frau Knob bekommen. Denn die wollten Sie doch auf die Straße setzen. Na ja, aber doch ihretwegen. Also haben Sie die Blumen verdient. So schöne Rosen. Schenken Sie Ihrer Frau auch manchmal so schöne Blumen? Meine Frau? Ah. Wenn Sie wüssten, Fräulein... Ich heiße Seefeld. Ach, Fräulein Seefeld, wenn Sie wüssten. Sind Sie nicht glücklich verheiratet? Das habe ich mir doch gleich gedacht. Wieso? Ach, nur so. Ach so. Ja, Herr Tramsen, das tut mir ja richtig leid für Sie. Wenn man doch nur wüsste, wie man Sie ein bisschen trösten könnte. Ah, das könnten Sie schon. Und wie? Naja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit kommen darf, aber sehen Sie, naja, wir haben doch heute Abend unser Stiftungsfest. Vom Kaninchenzuchtverein Cimbria. Woher wissen Sie das denn? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Ach so, ja. Wissen Sie, ich bin zweiter Kassierer. Ja. Und meine Frau, die geht ja nie auf solche Feste, nicht? Und immer alleine mag man ja auch nicht. Ja, und da habe ich mir gedacht, also wenn Sie nichts dagegen hätten, eine Karte hätte ich da noch. Aber gern, Herr Tramsen. Wenn ich Ihnen einen Gefallen damit tun kann. Aha, das ist aber nett von Ihnen. Ja, und dann ist da noch was. Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch. Aber 500 Mark im Monat aufzubringen, das dürfte Ihnen doch wohl ein bisschen schwerfallen. Ja, die Miete meine ich. 500 Mark? Ja, so viel bezahlen Sie doch, oder? Ja, das bezahle ich. Eigentlich sollte sie ja nicht damit durchkommen, ja? Das ist einfach unanständig. Naja, aber die Leute können das wohl verlangen, wo die Zimmer heute so knapp sind. Ja, und da ich möchte, dass Sie hier in meinem Haus bleiben, könnte ich Ihnen vielleicht ein wenig unter die Arme greifen. Oh, das ist aber großzügig von Ihnen, Herr Tramsen. Naja, man weiß doch, was die jungen Leute heute so verdienen. Ne? Ja, und wenn Sie sonst noch irgendwelche Probleme haben, ich meine, irgendwas zu reparieren in Ihrem Zimmer oder so, sagen Sie einfach Bescheid. Furchtbar nett. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ach, na ja, man ist doch gern einer jungen Frau gefällig. Ne? Und dann,
Ich kann das ja von der Steuer absetzen. Wenn das so ist, dann darf ich Sie vielleicht gleich mal um eine kleine Gefälligkeit bitten. Ja, aber gern doch, mit dem größten Vergnügen. Wissen Sie, ich habe gesehen, dass es bei Frau Knob in der Küche ganz schrecklich durchgeregnet hat. Können Sie das nicht mal ein bisschen überstreichen lassen? Ich meine, wenn Sie es doch von der Steuer absetzen können. Bei Frau Knob? Ja, sehen Sie, sie hat doch nur die kleine Rente. Sonst hätte sie es bestimmt schon selbst machen lassen. Und Ihnen macht es doch nichts aus. Doch, ich meine, nein. Ja, das habe ich mir doch gleich gedacht. Ja, so ein Hauswirt muss man heutzutage mit der Lupe suchen, der so sozial eingestellt ist wie Sie. Wie wird Frau Knob sich freuen? Da danke ich Ihnen auch ganz herzlich. Ja, dann will ich ihr morgen gleich helfen, die Küche auszuräumen. Morgen? Naja, gut, wenn Sie meinen. Ja, dann will ich jetzt mal meine schönen Rosen ins Wasser stellen, nicht? Ja, tun Sie das, ja. Also dann bis heute Abend, nicht? Ich halte auch einen schönen Platz für Sie frei. Das ist nett von Ihnen. Also dann, tschüss, Herr Tramsen. Wiedersehen, Fräulein Seefeld. Ach, und vergessen Sie nicht gleich den Maler anzurufen. Ja, aber das mache ich doch. Sofort! Naja, so habe ich mir... Mal muss der Mensch was investieren. Entschuldigen Sie vielmals, aber die Treppe ist leider ein bisschen eng. Moment mal, Moment. Sind Sie nicht der junge Mann von gestern Morgen? Stimmt, genau. Und darf ich Sie fragen, was Sie hier noch zu suchen haben? Ja, dürfen Sie. Sie dürfen überhaupt alles, was Sie wollen. Ich bin nämlich glücklich, verstehen Sie? Ganz schrecklich glücklich. Ja, aber das können Sie ja wohl auch anderswo sein und nicht gerade hier in meinem Haus, ne? Nee, leider nicht. Denn hier im Haus wohnt nämlich mein Glück. Oh, das verstehen Sie in Ihrem Alter wohl nicht mehr. Oh, Moment mal. Werden Sie nicht pflegelig? Ich bin in den besten Jahren, ja? Bitte nicht böse sein, hören Sie, das passt gar nicht zu meiner Stimmung. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was Sie hier zu suchen haben. Ich wohne hier, falls Sie das beruhigt. Nein, mein Lieber, nein. Darauf falle ich nicht mehr rein. Ich kenne nämlich inzwischen den Untermieter. Zeitungen klauen Sie, ja? Und verschwinden Sie mal ganz schnell von hier, ja? Bevor ich Ihnen die Polizei auf den Hals hetze. Moment mal, was soll ich klauen? Jawohl, seit 8 Tagen verschwindet vor Frau Bolts Tür jeden Morgen das Holsteinische Tageblatt. Das ist ja lächerlich. Damit Sie aber ganz klar sehen, ich wohne wirklich hier. Und zwar bei meinem Onkel als Untermieter. Was denn, bei Herrn Brummer? So ist es. Das wird ja immer schöner. Ja, macht ja wohl jeder, was er will. Als Beamter sollte er eigentlich wissen, dass das verboten ist. Weiß er auch. Aber was soll er machen, wenn ich einfach nicht wieder ausziehe? Na, das werden wir ja noch sehen. Sie hören noch von mir, junger Mann. Ach, Dieter. Schönen guten Tag, Heike. Na, du siehst ja so glücklich aus. Bin ich auch. Stell dir vor, ich habe schon eine Stelle gefunden. Gratuliere. Und wo? Jetzt halt dich fest. Beim Autohaus Seefeld. Bei uns? Ja, ist das nicht toll? Kann ich meinen Schwiegervater doch erstmal kennenlernen. Uiuiui. Du hast es aber eilig. Hab ich auch. In meinem Alter hat man keine Zeit mehr zu verlieren. Und noch eine Überraschung. Ich habe mir erlaubt, 2 Eintrittskarten mitzubringen Für das Stiftungsfest vom Kaninchenzuchtverein Zimbria. Ja, woher weißt du? Das habe ich mir nur so gedacht. Hättest du Lust, mit mir dahin zu gehen? Soll wirklich ganz lustig sein. Mein Onkel ist erster Vorsitzender. Er darf aber nicht wissen, dass ich auch hingehe. Er sagt nämlich, das sei nichts für mich. Das kann ich mir vorstellen. Wieso? Ach, nur so. Tja, ich danke dir auch schön, aber leider habe ich für heute Abend schon eine Einladung. Ach so. Naja. Hätte ich mir ja auch denken können, dass die Tochter vom Seefeld nicht zum Karnickelball geht. Die geht natürlich in irgendeine Nobeldisco. Irrtum, Dieter. Sie geht doch zum Karnickelball, aber mit dem ersten Vorsitzenden persönlich. Ach, darum sollte ich nicht mitgehen. Und eine Karte habe ich noch von Tramsen bekommen. Was? Ja, ich bin eben der Typ für ältere Herren. Ja, und mit denen wirst du... Ach Quatsch, ich gehe natürlich mit dir hin. Aber die beiden Karten kommen mir trotzdem ganz gut zu Pass. Und wozu das denn? Eine für Frau Knob und eine für Frau Bold. Was meinst du, wie die beiden Herren sich freuen, wenn sie so nette Tischdamen bekommen? Die werden sich freuen. Vielleicht können wir auf diese Art und Weise den Hausfrieden retten. Und du gehst also mit mir? Abgemacht. Aber pünktlich bitte. Die Gesichter von den alten schweren Nötern will ich sehen, wenn die Golden Girls da antanzen. Okay, ich klopfe bei dir, wenn ich fertig bin. In Ordnung. So, jetzt muss ich erst mal sehen, ob mein Onkel was zu essen hat im Kühlschrank für mich. Ich habe einen Hunger wie 1000 Mann. Also dann bis nachher, Heike. Ach, Dieter. Ja? Vielen Dank für die Einladung.
Dieter. Oh, pardon, ich bin verkehrt. Wieso verkehrt? Aber Onkel Ewald, was ist denn mit dir los? Wo hast du denn deinen Bart gelassen? Den habe ich mir abgenommen. Man muss doch nicht älter aussehen, als man ist, nicht? Ja, nun komm doch rein und glotz nicht so. Schuh abtreten. Man sollte es ja nicht für möglich halten. Was machen Sie denn da, Frau Knob? Spielen Sie Essen auf Rädern? Ach Gott, so ein alleinstehender Mann kriegt ja sonst nichts Ordentliches in den Magen. Sie sind doch ein richtiger Engel. Naja, verdient hat das ja eigentlich nicht, der alte Brummbär. Oh, lassen Sie nur. Jeder Mensch hat nun mal seine Fehler. Ach, übrigens, was ich noch sagen wollte. Wir müssen morgen die Küche ausräumen. Sie kriegen am Montag die Maler. Was kriege ich? Und Tramsen will's bezahlen. Er kriegt der Hund junge Katzen. Nee, wirklich. Er hat's mir gerade eben gesagt. Wie haben Sie das bloß wieder geschafft? Ja, Frau Knob. Der Herrgott hat uns Frauen nun mal die Gabe geschenkt, die Männer einzuwickeln. Und warum sollen wir das nicht hin und wieder ein bisschen ausnutzen, wenn die so dumm sind und darauf reinfallen? Oh, Frau Halke, passen Sie bloß auf. Der Tramsen ist ein ganz großer Schürzenjäger. Keine Angst, ich weiß mich schon zu wehren. Ach, und dann habe ich hier auch noch was für Sie. Bitte. Für mich? Ja. Was ist das denn? Eine Eintrittskarte für das Stiftungsfest vom Kaninchenzuchtverein. Die hat Herr Brummer mir für Sie gegeben. Was, Herr Brummer? Und er will auch extra einen Platz für Sie frei halten, hat er gesagt. Ja, wie kommt er denn dazu? Nein, aber da gehe ich nicht hin. Ja, aber warum denn nicht, Frau Knob? Sie müssen doch auch mal unter Leute. Ja, das stimmt. Na, sehen Sie. Und morgen ist Sonntag, da können Sie ausschlafen. Und Sie können Herrn Brummer doch nicht so vom Kopf stoßen. Und denn auch mir zuliebe, ich gehe nämlich auch hin. Aber ich habe für sowas auch gar nichts anzuziehen. Da werden wir schon was finden. Und beim Friseur war ich auch nicht. Frau Knob, nun tun Sie mir doch den Gefallen. Aber dann nur ihretwegen, damit Sie da nicht so allein sind. Ja, natürlich. Nur meinetwegen. Und was ziehe ich bloß an? Auf sowas ist man ja gar nicht eingestellt. Die Maler- und Kaninchenball. Dafür hast du noch einmal. Ich komm gleich, ich will mir bloß eben meine Zigaretten. Du, Onkel Ewald? Was ist denn? Oh, komm doch mal her, der Nikolaus war da. Der Nikolaus mitten im Sommer? Stand hier vor deiner Tür. Ach, wie nett. Das war sicher Frau Bolt. Die ist immer so besorgt um mich. Sieht aber lecker aus. So, da wohnt sie. Ah, danke. Ach, sind Sie vielleicht von der Polizei? Nein. Von der Heilsarmee. So, von der Heilsarmee. Ja, das finde ich ja auch richtig, dass sich mal um so eine arme, alleinstehende Frau kümmern. Steht ja ganz allein da, nicht? Finde ich richtig nett, dass Sie ihr mal unter die Arme greifen. Allerdings verdient hat sie das ja nicht. Stellen Sie sich mal vor, neulich schüttelt sie ihr Staubtuch einfach über den Balkon und die ganze Schweinerei auf meine rote Grütze. Liebe Frau, ich habe Sie gefragt, wo Frau Knob wohnt. Ihre Grotzengeschichte interessiert mich nicht. Mein Gott, ist das ein arroganter Kerl. Oh, Herr Seefeld. Frau Knob, Sie wundern sich, dass ich zu Ihnen komme? Ja, nein, das heißt ja doch. Ist was passiert? Habe ich vielleicht die Büroräume nicht ordentlich sauber gemacht? Nur reden Sie keinen Unsinn, Frau Knob. Sie wissen ganz genau, weshalb ich hier bin. Nein, keine Ahnung. Nein, gut, dann werde ich Ihnen sagen. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Nein, das geht doch nicht. Bei mir steht nämlich alles auf dem Kopf. Ich krieg die Maler. Schön, dann werden wir uns eben zwischen Tür und Angel unterhalten. Wo ist meine Tochter? Ihre Tochter? Also nun tun Sie doch nicht so, Frau Knob. Sie wissen doch genau, dass das Kind seit 3 Tagen spurlos verschwunden ist. Und nach meinen Informationen hält sie sich hier bei Ihnen auf. Bei mir? Also, Frau Knob. Sie haben sich immer sehr liebevoll um Heike gekümmert. Aber in diesem Fall erscheint es mir höchst unangebracht. Also bitte, wenn Ihnen Ihre Stellung bei mir lieb ist, dann sagen Sie mir jetzt, wo meine Tochter ist. Hier, gestrenger Herr Vater. Also doch. Frau Knob, Sie brauchen ab Montag bei mir nicht mehr zu erscheinen. Jawohl, Herr Seefeld. Und du packst sofort deine Sachen. Da irrst du dich, das tue ich nicht. Ja, aber wollen Sie... Lassen Sie nur, Frau Knob, das mache ich schon. Du weigerst dich also, mit nach Hause zu kommen? Wie du gehört hast. Sag mal, was ist eigentlich in dich gefahren? Packst Hals über Kopf deine Sachen und verschwindest. Ich wundere mich sehr, dass du das überhaupt bei all deinen geschäftlichen Verpflichtungen bemerkt hast. Meine Tochter in so einem Haus. Jawohl, in so einem Haus. Aber ich wohne hier mit Leuten zusammen, die ein Herz im Leib haben und die auch mal über andere Dinge reden können, als nur über Geschäfte. Du vergisst, dass du Verpflichtungen hast, mein Kind. Und das sagst du mir. Hast du auch nur ein einziges Mal darüber nachgedacht, dass du auch Verpflichtungen mir gegenüber hast? Als Vater? Hast du nicht alles gehabt, was du dir nur wünschen kannst? Jawohl, das habe ich alles.
Reiten, Segeln, Tennis, Autos und was es sonst noch alles gibt. Aber eins habe ich nie gehabt, nämlich Eltern. Ihr habt doch immer nur an euch und an euer Geschäft gedacht. Und niemals daran, dass ihr auch noch eine Tochter hattet. Und nu, wo Mutter dich verlassen hat, nu fällt dir auf mal ein, dass ich auch noch da bin. Allerdings auch nur wieder im Zusammenhang mit dem Geschäft. Nur solchen Mann heiraten, der das Geschäft weiterführen kann. Nee, Vater. Ich werde mein Leben so leben, wie ich es will. Und wenn es für immer in so einem Haus sein muss. Du willst also nicht mit nach Hause kommen? Unter diesen Umständen, nee. Nun gut. Alt genug, um zu wissen, was du tust, bist du ja, aber erwarte von mir keinen Pfennig. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber Gott sei Dank bin ich jung und ich kann arbeiten. Ja, vielleicht als Putzfrau wie deine Gastgeberin. Wenn es sein muss. Auch das. Überleg's dir gut, mein Kind. Und glaub nicht, dass ich diesen Weg ein zweites Mal mache. Noch steht dir mein Haus offen, aber eines Tages könnte es zu spät sein. Auf Wiedersehen, Heike. Tschüss, Vater. Von Heike, ich habe alles mitgekriegt. Wollen Sie nicht doch lieber... Nee, Frau Knob, ich will lieber nicht. Ich bleibe hier. So. Und nun wollen wir ganz schnell vergessen, was hier eben passiert ist. Entschuldigung, ist der Herr Brummer nicht da? Wieso denn hier? Frau Bold, ich bin doch natürlich... Ach, jetzt sehe ich's. Mein Gott, Sie haben sich ja verändert. Haben Sie das gehört hier eben? Ja, was denn? Na hier, Ihr Untermieter ist gar kein Untermieter, sondern eine Untermieterin. So eine Art Alleinstehende oder sowas. Na, das hat ja einen bösen Krach gegeben. Krach? Mit wem denn? Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich konnte ja nicht alles mitkriegen. Aber so viel ich verstanden habe, hat sie ein Kind mit ihm. Ja, denn sie sagte sowas wie, hast dich nie um deine Tochter gekümmert, nicht? Und hast Verpflichtungen als Vater. Ach, jetzt sehe ich, Sie haben sich den Bart abgenommen. Steht Ihnen aber gut, ne? Ja, also ich kann mir ja denken, wie das alles zusammenhängt. Er sah ja aus wie so ein Geschäftsmann, ne? Und sie war bestimmt seine Sekretärin. Na, und da ist das eben passiert. Man weiß ja, wie sowas geht, nicht? Ja, und mit sowas wohnt man nur unter einem Dach. Dauert nicht lange, dann haben wir hier das reinste Freudenhaus. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, Frau Bold. Die junge Frau macht auf mich den allergrößten Eindruck. Oh ja, wir werden das schon sehen. Ich weiß, wie sowas geht. Mochten Sie den Bart nicht mehr oder warum haben Sie den abgenommen? Naja, sieht ja auch so viel netter aus. So, ich muss jetzt mal eben runter zu Frau Spring, ob die den Mann gekannt hat. Die kriegt ja immer alles mit, was hier im Haus passiert. Also, Wiedersehen. Ach, Frau Bold, würden Sie bitte Ihren Teller mitnehmen? Mein Teller? Übrigens, der Kuchen war ausgezeichnet. Dieter, bringen Sie bitte den Teller her. Dieter? Was denn für ein Dieter? Das ist mein Neffe, der ist momentan zu Besuch. Ach, wie nett für Sie, dann sind Sie ja nicht so allein. Nicht? Haben Sie denn so viel Platz? Naja, ich habe doch noch die Kammer im Treppenhaus, Frau Bold. So, da schläft er. Da, Onkel. Danke, Dieter. Bitte, bitte, Frau Oh, Bold. da. Und nochmals, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Nanu, das ist doch der Knopschnierteller. Das ist ja interessant. Oh, gut, Ramsen, dass Sie hier raufkommen. Na, das ist ja vielleicht ein Haus. Was ist denn nun schon wieder los? Wissen Sie, dass der Untermieter von Frau Knob ein Mädchen ist? Ja, das weiß ich. Und wissen Sie, dass Brummer auch einen Untermieter hat, einen jungen Mann? Ja, das weiß ich auch. Aber noch lieber möchte ich wissen, was Sie hier schon wieder zu suchen haben. Sie wohnen auch auf der anderen Seite der Etage. Ja, aber Sie können froh sein, dass einer hier im Haus nach dem Rechten sieht, nicht? Sonst hätten wir hier bald das reinste Sodom und Gomorra. Und außerdem wollte ich ja der Knopsch nur den Teller zurückbringen, nicht? Aber Sie sind ja auch schon wieder hier oben. Was hat das denn zu bedeuten? Ich wollte mal nachsehen, wo es durchgeregnet hat. Es hat doch gar nicht geregnet. Nein, aber es kann jeden Augenblick anfangen. Haben Sie Ihre Hosenträger immer noch nicht repariert? Sie halten sich ja schon wieder die Hände fest. Nein! Und von Ihrer verdammten Fragerei platzt mir gleich noch der letzte Knopf. So. Da steckt doch bestimmt was anderes hinter. Ja, bitte? Oh, Entschuldigung.
Ach, sind Sie die Untermieterin von Frau Knob? Richtig geraten. Och, da hat die Frau Knob aber Glück gehabt, so ein nettes junges Mädchen zu bekommen. Naja, ich sag's ja, die Frau Knob, die weiß schon, wen sie sich ins Haus nimmt, nicht? Ist sie denn da, die Gute? Ja. Wollen Sie sie sprechen? Och, nö, eigentlich nicht nötig. Ich wollte ihr nur den Teller von Brummer zurückgeben und er lässt auch schön danken für den leckeren Kuchen, ne? Ja, die Frau Knob hat selbst nicht viel, die Ärmste, und gibt noch davon ab, ne? Naja, ich sag's ja, geht ja nichts über eine gute Hausgemeinschaft, ne? Da haben Sie recht. Ja, das stimmt. Ach, sagen Sie mal, wer war denn eigentlich der Herr vorhin hier? Sah ja wirklich nett aus. Herr? Ach so, den meinen Sie ja. Und der war von der Kriminalpolizei. Von der Kriminalpolizei? Aber ich glaube, der war hier im Haus verkehrt. Der redete etwas von einer Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung. Ja, aber Sie waren doch so laut. Auch davon hat er geredet. Ja, das ist ja gediegen. Wer tut denn sowas? Tja, das möchte ich auch mal wissen. Ja, aber Sie waren doch so laut. Ja, meinen Sie denn nicht, dass die Leute hier im Haus beleidigen? Nee. Auch wenn jemand von der Polizei ist, darf er noch lange keine unschuldigen Menschen verdächtigen. Nein, das darf er auch nicht. Nachher hängen die einem noch was an und man wird eingesperrt. 3 bis 4 Jahre stehen drauf, habe ich mal gehört. 3 bis 4. Oh, entschuldigen Sie, Fräulein. Ich glaube, ich muss mich einen Augenblick hinlegen. Mir ist gar nicht gut. Ich habe immer so eine schreckliche Migräne. Also tschüss denn, ne? Ach, Frau Bold? Ja? Ich habe hier noch was für Sie. Das soll ich Ihnen geben von Herrn Tramsen. Was ist das denn? Eine Eintrittskarte für das Stiftungsfest in der Harmonie heute Abend. Als Anerkennung dafür, dass Sie immer so schön auf alles aufpassen hier im Haus, hat er gesagt. Ja. Und er will auch extra einen Platz für Sie frei halten. Och, das finde ich ja nur wieder nett von dem Tramsen. Jo, och, hingehen könnte man ja eigentlich mal, ne? Mein Mann hat ja Nachtdienst. Na also, der Mann reines Vergnügen. Das hätte ich dem Tramsen ja gar nicht zugetraut. Naja, habe ja schon lange gemerkt, dass er ein Auge auf mich geworfen hat. Aber die andere Sache mit der Kriminalpolizei, na, das kann ja noch heiter werden. Ein Glück, dass ich nichts damit zu tun habe. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran. Das war eine lange Nacht. Majestät, sind vor Ihrer Kemenate angelangt. Ich danke auch vielmals für die Eskorte, edler Ritter. Kavalierspflicht, Euer Gnaden, Kavalierspflicht. Darf ich Hoheit nun in Ihr Schlafgemach begleiten und Sie sanft in das Prunkbett legen? Das könnte dir wohl so passen. Ja. Nee, mein Lieber. Du bist mir schon wieder ein bisschen zu schnell. Ich bin eben ein Kind meiner Zeit. Oh, mir brennen die Füße. So viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getanzt. Aber leider nicht immer mit mir. Tja, Dieter. Noblesse oblige. Adel verpflichtet. Hast du Tramsens Gesicht gesehen, als Frau Bold sich neben mich pflanzte? Der hat den ganzen Abend nicht ein einziges Mal mit mir getanzt. So sauer war der. Dafür hat ihn Frau Bold gnadenlos rangenommen. Ja, das kann man wohl sagen. Zuletzt meinte er könne nicht mehr. Seine Hosenträger seien schon wieder gerissen. Und dann ist er gegangen. Wie spät ist es denn eigentlich? Gleich 3:30. Mir ist die Zeit viel zu schnell vergangen. Es war ein schöner Abend. So, nun muss ich zu Bett. Und vor 12 stehe ich nicht wieder auf. Und am Nachmittag sehen wir uns. Einverstanden? Einverstanden. Gute Nacht, Dieter. Gute Nacht, Heike. Und schlaf gut. Danke. Du auch. Ach du liebe Zeit. Was jetzt? Ich habe keinen Schlüssel. Wo ist er denn? Den hat dein Onkel Ewald für mich eingesteckt, weil ich keine Tasche mit hatte. Und was nun? Was nu? Ich bin so müde, ich kann auf der Stelle umfallen. Tja, mein Schatz, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als für heute Nacht die Betten zu tauschen. Wieso? Du schläfst da. Und du? Ach, ich setze mich hier so lange hin und warte, bis mein Onkel kommt. Kann ja nicht mehr so lange dauern. Nee, Dieter, das möchte ich nicht. Ach was ist denn schon dabei? Los, rein mit dir. Danke. Gute Nacht. Na, Chinchilla-Königin. Mein Pyjama liegt am Fußende. Ja, danke. Ach, Heike, wenn du wüsstest, wie viel lieber ich jetzt bei dir wäre.
Ja. Himmelbett, ist das denn nicht gerade? Heike, du hast kein Herz. Sie kommt nicht mehr, kehrt niemals wieder mehr. Sie haben ja voll Sei erstmal schön ruhig hier im Treppenhaus. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Herr Brummer, so geht das doch nicht. Wir wecken ja das ganze Haus auf. Das ist mir egal, ich könnte die ganze Welt umarmen. Psst, aber Herr Brummer. So, nun gehen Sie erstmal schön ins Bett. Ja, na nu, was liegt denn da? Nun sehen sich das an. Mein Herr Neffe schläft im Treppenhaus. Der Bengel macht mir nur Schererei. Wenn man nicht verträgt, dann soll man es bleiben lassen. Hey, junger Mann, aufstehen. Aufstehen. Und ich werde dich doch heiraten. Was willst du? Mich heiraten? Aber dazu musst du erst mal aufstehen, nicht? Wo bin ich? Aber Herr Brummer, hier halten Sie mal. Herr Brummer, was ist denn los? Ist was passiert? Warum liegen Sie denn hier im Treppenhaus? Was? Ach nein. Na, endlich kommt ihr nach Hause. Hast du hier im Treppenhaus übernachtet, um uns zu überwachen? Ich habe auf dich gewartet. Hast du das gehört, Frau Knob? Auf mich gewartet. So weit ist das schon gekommen, dass der Neffe den Onkel kontrolliert. Psst, nicht so laut. Doch laut. Ich habe es nicht nötig, mir das gefallen zu lassen. Ich kann nach Hause kommen, wann ich will. Ich. Ja, kannst du. Aber nur gib mir erst mal den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Na, den von Heikes Kammer natürlich. So. Naja. Nee, das könnte dir so passen. Das ist ein anständiges Mädchen. Merkt ihr das, mein Junge? Oh, fang doch nicht an zu spinnen und gib mir den Schlüssel. Heike schläft nämlich da in meinem Zimmer. Was, in Ihrer Kammer? Ja, Onkel Ewald hat doch ihren Schlüssel eingesteckt. Nun sei so freundlich und rück den endlich raus. Soll ich? Ja, wenn das so ist, dann müssen Sie wohl. Gut, dann will ich das erstmal überprüfen. Ja, alles in Ordnung. Marsch ins Bett, mein Junge. Angenehme Ruhe wünsche ich. Gute Nacht. Sie kommt nicht mehr, kehrt niemals wieder mehr. So, nun ist aber genug. Und halten Sie den Kasten nicht so schief. Das arme Tier wird ja ganz seekrank. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Herr Brummer, nun reicht's aber wirklich. Ja. Sie sind ja ganz aus dem Häuschen, so kenne ich Sie ja noch gar nicht. Ninge. Aua. Nein, das ist ein feines Tierchen, ne? Kann sein, aber was soll ich damit? Na, hören Sie mal. Sie kriegen den Hauptgewinn in der Tombola und dann fragen Sie noch, was Sie damit sollen? Ja, wo soll ich denn damit hin? Ich kann das Vieh doch nicht gut mit ins Bett nehmen. Nee, das geht wohl nicht an, nicht? Können Sie das nicht erst mal zu Ihren Kaninchen in den Verschlag tun? Ja, das geht. Das mache ich jetzt. Nee, das geht nicht. Und warum nicht? Das hier ist ein Bock. Wissen Sie was? Ich werde in Moin einen Verschlag bauen und den stellen Sie dann genauso auf den Balkon, so wie ich. Ja, und ich renn dann jeden Tag los und pflück Kaninchenfutter. Wie? Nee, der kommt in die Pfanne. Nee, das dürfen Sie nicht tun. Ich als erster Vorsitzender vom Kaninchenzugverein Zimbri, ja, und Tierfreund kann es nicht dulden, dass so ein wertvolles Tier geschlachtet wird. Dann wird er eben verschenkt. Ich habe für sowas keine Zeit. Na sehen Sie, Sie sind ja gar nicht so, Frau Knob. Und wissen Sie was? Nicht, dass Sie denken, dass ich einen in der Krone habe. Das habe ich nämlich nicht. Aber ich muss mal was loswerden. So, wo drückt denn der Schuh? Ja, das ist nämlich so. Sie mögen mich nicht, das weiß ich. Wer sagt denn sowas? Das sagt mir mein Instinkt und Frau Boll. So, Frau Bold, ja, dann muss es wohl stimmen. Das stimmt auch. Sie haben meine schönen Kakteen-Meckerlinge genannt. Und zu mir haben Sie verkalkter Trottel gesagt. Ach, Herr Brummer. Doch, das haben Sie gesagt. Und Sie haben ja auch recht. Wisst ihr, ich benehme mich ja manchmal so. Ne? Ja, wenn man immer so allein ist, dann wird mir mit der Zeit so ein bisschen sonderlich, ne? Das fällt Ihnen aber reichlich spät ein, ne? Ja, spät schon, aber noch nicht zu spät.
Ja, sehen Sie, wissen Sie, Sie sind auch immer so allein und Sie sind noch in den besten Jahren. So, Herr Brummer, in den besten Jahren. Das ist aber reichlich übertrieben, nicht? Von mir ist der Lack ab. Ach, der Lack ist noch lange nicht ab. Sie können doch einen Mann so richtig glücklich machen, ja? Zu spinnen. Sehen Sie, jetzt lachen Sie sogar noch. Ich glaube, sowas bespricht man doch besser, wenn man nüchtern ist, nicht? Wissen Sie was? Wir trinken noch schön zusammen eine Tasse Kaffee und dann gehen Sie rüber und schlafen sich ordentlich aus. Ja, das tun wir jetzt. Du kommen Sie schon, bevor Frau Bolt uns hier erwischt. Oh, Moment, auf Frau Bolt lasse ich nichts kommen. Sie hat so schön für mich die Treppe geputzt. Und Teller mit Kuchen hat sie auch vor meine Tür gestellt. Was hat sie? Naja, ich habe das natürlich bezahlt, aber immerhin, das tut nicht jeder. Sie hat sich's auch noch bezahlen lassen. Oh, kommen Sie, Herr Brummer. Darüber muss sie noch mehr wissen. Ja, das tun wir. Guck sich das einer an. Hat sie ihn doch tatsächlich mit in die Wohnung genommen. Ich sag's ja nicht für einen Pfennig Schamgefühl im Leib. Aber dass er darauf reinfällt, das verstehe ich nicht. Ist doch nur wirklich nichts dran an dieser Frau. Naja, die Männer. Wenn die ein paar Promille Intus haben, lassen die alle Hemmungen fallen. Autsch! Mein Gott, kommt da noch jemand? Tatsächlich Tramsen! Was will der denn noch hier um diese Zeit? So ein Mist, ne? So ein Mist. Wo wollte ich wach bleiben und aufpassen, wenn sie nach Hause kommen, bin ich doch eingeschlafen. Na ja, brennt ja noch nicht. Nichts zu hören. Fräulein Seefeld. Fräulein Seefeld. Ich bin's. Tramsen. Hören Sie mich, Fräulein Heike? Ja. Machen Sie doch mal auf. Was wollen Sie denn von mir, Herr Tramsen? Ach, ich wollte mich bloß entschuldigen, dass ich nicht ein einziges Mal mit Ihnen getanzt habe. Hat das nicht Zeit bis morgen? Nein. Das lässt mir keine Ruhe. Ich habe kein Auge zugemacht deswegen. Das tut mir aber leid für Sie. Oh, bitte, Fräulein Heike. Machen Sie doch mal auf. Nur einen ganz kleinen Spalt. Ich will Ihnen da nämlich was reingeben. Eine kleine Aufmerksamkeit. Das ist aber nett von Ihnen. Ja, dann machen Sie doch mal auf. Aber bloß ein Spalt. Ja, ist gut. Und nicht gucken. Nein. Ah, du. Der Kaffee hat richtig gut getan. Gute Nacht, Hanne. Gute Nacht, Ewald. Sofort los, was fällt ihm ein? Raus mit der Sprache. Was haben Sie zu nachtschlafender Zeit auf den Trockenboden rumzukriechen? Ich wollte mal gucken, ob ich die Wäsche abnehmen kann. Um diese Zeit? Ja, es fiel mir gerade so ein, nicht? Ich will nämlich morgen bügeln. So. Ja, so. Aber Sie kriechen ja auch zu nachtschlafender Zeit da oben rum. Was hat das denn zu bedeuten? Sind Sie vielleicht mondsüchtig? Na, Sie wissen doch, dass das Dach undicht ist. Ne? Wollte ich eben mal nachgucken. Um diese Zeit?
Ja, das ist mir gerade eben so eingefallen. So. Ja, so. Ja. Soll das vielleicht wieder durchregnen, wenn die Küche neu gestrichen ist? Was denn für eine Küche? Oh, Sie können aber auch ein Loch im Bauch fragen. Frau Knobs Küche natürlich. Kriegt am Montag die Maler. Ach, sie kriegt die Maler. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Und ob ich was dagegen habe? Bezahle ich nicht genauso ab und zu meine Miete? Aber mancher hier im Haus kriegt alles und die anderen gar nichts, nicht? Naja, ich lasse mich ja auch nicht nachts in meiner Wohnung besuchen wie andere Leute hier. Was soll denn das wieder heißen? Och, ich meine nur so. Hör aus mit der Sprache, was soll denn diese Andeutung? Was regen Sie sich denn auf? Sie habe ich doch gar nicht gemeint, Tramsen. Oder haben Sie etwa ein schlechtes Gewissen? Die da ist eben mit Brummer in ihre Wohnung gegangen. Ja, stellen Sie sich das mal vor. Mit Brummer? Ja, mit Brummer. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie sich vielleicht ein kleines bisschen leiser unterhalten? Ich möchte nämlich ganz gern schlafen. Ja, das war doch. Was sagen Sie dazu, Tramsen? Ist das nicht die Höhe? Jetzt schlafen die schon miteinander. Saß er im Wohnzimmer. Total verdorben. Mein Gott, das ist ja vielleicht ein Durcheinander hier. Tramsen, Sie müssen sofort was unternehmen. Haben Sie gehört? Gar nichts hab ich gehört. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn Sie nur ein Sterbenswörtchen von dem erzählen, was Sie hier gesehen haben, dann können Sie aber was erleben. Die Klatschtante, haben Sie das kapiert? Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Darüber kann ich auch reden. Das hier, das muss doch einfach unter die Leute gebracht werden. Um diese Zeit kann man ja wohl mit Anstand bei der Dame klingeln. Ach, Frau Boll. Ah, schönen guten Tag, Frau Knob. Na, schon ausgeschlafen? Danke, ja. Ich wollte ja eigentlich schon heute Vormittag kommen, nicht? Aber dann habe ich mir gedacht, lass ich mal erst richtig ausschlafen, nicht? Und dann habe ich bis heute Nachmittag gewartet, wenn mir das auch schwer gefallen ist. Das glaube ich. Was haben Sie nun auf dem Herzen, Frau Boll? Ja, ich war ja schon vor 12 zu Hause, nicht? Tramsen, der wollte ja nicht mehr, dem rissen dauernd die Hosenträger. Ja. Ich sag's ja, einen dicken Wagen fahren, aber zu geizig, sich ein paar anständige Hosenträger zu kaufen, nicht? Also wie gesagt, ich war ja schon vor 12 zu Hause und bin auch gleich ins Bett gegangen, nicht? Aber glauben Sie, dass ich ein Auge zugetan habe? Ich habe mich hin und her gewälzt, so hat mich das gequält. Man hat ja schließlich sowas wie ein Gewissen, nicht? So haben Sie das, Frau Bold. Ja, aber natürlich, Frau Knob, was denken Sie denn? War es denn noch nett auf dem Fest? Danke, ich habe mich prächtig amüsiert. So, ich ja nicht. Weswegen sind Sie denn nun raufgekommen? Ach Gott, ja, über dem Geplauder habe ich das ganz vergessen. Aber man hat ja sonst auch keinen Menschen, mit dem man mal ein Wort reden kann, nicht? Mein Mann, der schläft ja immer. Muss er ja auch, wenn er Nachtdienst hat, nicht? Ja, und wenn er Tagesdienst hat, dann schlaf ich schon, wenn er nach Hause kommt. Und so schlafen wir immer aneinander vorbei. Nun kommen Sie doch endlich mal zur Sache, Frau Bold. Was wollten Sie denn nun eigentlich? Ja, ich hab ja die ganze Nacht kein Auge zugetan, nicht? Das sagten Sie bereits. Ja, das habe ich ja wohl schon gesagt, nicht? Ja, Frau Knob, ich hab doch ganz vergessen, Ihnen die 10 Mark zu geben, die mir Brummer gestern für Sie gegeben hat. Ach, Herr Brummer hat Ihnen 10 Mark für mich gegeben. Ja, fürs Treppeputzen. Och, das habe ich ja ganz raffiniert eingefädelt, nicht? Ich wusste ja, dass Sie ihm nichts abnehmen würden. Und das sehe ich ja nun gar nicht ein. Er hat seine gute Pension und Sie haben ja, weiß Gott, keine Mark zu verschenken, nicht? Und da habe ich mir gedacht, ich sag ihm, ich hätte die Treppe geputzt und er soll mir mal 10 Mark dafür geben. War das nicht schlau von mir? Das kann man wohl sagen. Und wo sind nun die 10 Mark? Ja, das wollte ich Sie ja eben fragen, Frau Knob, ob ich die vielleicht noch bis zum 15. leihen kann. Ich habe sie nämlich Bäcker Tim gegeben, weil der will mir keine Brötchen mehr verkaufen, bloß weil ich seit 3 Wochen anschreiben lasse, ne?
Ach, sagen Sie mal, Frau Knob, ist eigentlich der Kriminalkommissar schon mal wieder da gewesen? Der Kriminalkommissar? Ach, das wissen Sie wohl nicht. Ihre Untermieterin hat wohl mit ihm gesprochen. Ja, stellen Sie sich mal vor. Hier war einer von der Kripo. Angeblich soll einer im Haus getratscht haben. Ja, wer tut denn sowas? Ja, das möchte ich auch gern mal wissen. Sagen Sie mal, Frau Bold, was für eine Geschichte haben Sie sich denn nun für den Butterkuchen ausgedacht? Für den Butterkuchen? Ja, für den Butterkuchen, den Sie Herrn Brummer angeblich vor die Tür gestellt haben. Ach ja, für den Kuchen, ja. Ja, also da ist er ja auch so richtig drauf reingefallen. Nicht? Ich wusste ja, dass er von Ihnen nichts annehmen würde, weil Sie ja in Streit miteinander lagen. Nicht? Ja, und da habe ich mir gedacht, ich sag ihm, der Kuchen ist von mir, dann ist er bestimmt. Und was soll ich sagen, er hat's tatsächlich geglaubt. Sie sind ja wirklich ein herzensguter Mensch, Frau Bold. Frau Knob, ich kann es nun mal nicht vertragen, wenn die Menschen in Streit miteinander liegen. Nicht? Geht doch nichts über eine gute Hausgemeinschaft, nicht? Ja. Aber was ein Glück, dass Sie sich wieder mit Brummer vertragen haben, nicht? Gott, der Mann steht ja auch ganz allein im Leben da, ne? Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Das bleibt unter uns. Was soll unter uns bleiben? Und was soll das komische Grinsen? Aber beste Frau Knob, warum regen Sie sich denn so auf? Das ist doch alles menschlich. Also gut, Frau Bold, wenn Sie mir es nicht sagen wollen, dann behalten Sie es meinetwegen für sich. Aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mit Ihrer Giftspritze noch mehr Geschichten über mich in Umlauf setzen, dann reicht es mir. Dann werde ich Sie anzeigen, wegen Verleumdung. Du guckst sich das einer an. Sitzt auch noch auf dem hohen Ross, die Dame. Na, wollen wir mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Frau Bold. Schönen guten Tag, Herr Brummer, na, schon ausgeschlafen? Ja. Ja. Ich hatte ja gedacht, Sie würden den ganzen Tag nicht aus dem Bett kommen. Sie hatten sich ja ganz tüchtig einen eingefangen, nicht? Ja. Haben sich denn noch gut amüsiert? Danke, ich bin zufrieden. Ja, das können Sie ja auch. War ja ein gelungenes Fest, nicht? Schade, dass ich nicht bei Ihnen sitzen konnte. Aber Sie haben sich auch ganz nett mit Frau Knob unterhalten, nicht? Allerdings. Ja. Herr Brummer, Sie sollten mal ein bisschen besser auf Ihren Neffen aufpassen. Meinen Neffen? Ja, eigentlich geht mich das ja nichts an, nicht? Aber man weiß ja, wie sowas läuft. 1, 2, 3 und dann ist das Malheur passiert. Was meinen Sie denn damit, Frau Bold? Wissen Sie, was ich gesehen habe? Na? Das Mädchen hat doch heute Nacht tatsächlich in seiner Kammer geschlafen. Ich meine, er kann nichts dafür, ist ein richtig netter junger Mann. Aber diese Mädchen heutzutage, das ist eine Schande. Das stimmt aber nicht, was Sie da sagen, Frau Bold. Das stimmt nicht. Tramsen hat das auch gesehen. Trotzdem stimmt's nicht. Mein Neffe war nämlich gar nicht in seiner Kammer. Und wenn Sie nur ein Sterbenswörtchen unter die Leute bringen, dann verklage ich Sie wegen übler Nachrede. Das wird ja immer schöner. Kann man in seinen eigenen Augen nicht mehr trauen? Naja, die ganze Bagage hier steckt ja wohl unter einer Decke. Ach, guten Tag, Herr Kommissar. Wollen Sie vielleicht zu Frau Knob? Wenn Sie nichts dagegen haben. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ist ja richtig, dass Sie sich dann mal darum kümmern. So geht das ja nicht weiter mit der Tratscherei hier im Haus, nicht? Aber ich will ja nichts gesagt haben. Sonst heißt das wieder, ich sei diejenige. Dabei habe ich damit gar nichts zu tun. Ja, Wiedersehen, Herr Kommissar. Die Dame ist halt nicht ganz richtig im Kopf. Oh, Herr Seefeld. Ja, guten Tag, Frau Knob. Ich möchte meine Tochter sprechen. Ist sie da? Nein, leider nicht. Sie ist gleich nach dem Mittagessen weggegangen. Schade. Das ist gar nicht schade, Herr Seefeld. Damit Sie ganz klar sehen, Ihre Tochter können Sie vergessen. Wenn ein Vater sich so wenig um seine Tochter kümmert, dann hat er selbst Schuld, wenn sie ihre eigenen Wege geht. Als ich noch bei Ihnen angestellt war, musste ich ja meinen Mund halten. Nun brauche ich ja wohl keine Rücksicht mehr zu nehmen. Liebe Frau Knob. Ich muss das mal loswerden. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass Sie einen Menschen mit dem Geldbeutel glücklich machen können? Das müsste Ihnen doch zu denken geben, dass Ihre Tochter bei mir gesucht hat, was sie bei Ihnen nicht gefunden hat. Bei mir, Ihrer Putzfrau. Das gibt mir auch zu denken, Frau Knob, und deshalb bin ich hier. Was deshalb? Ja.
Ich wollte meine Tochter bitten, zu mir nach Hause zu kommen. Ich habe eingesehen, dass ich Fehler gemacht habe. Hoffentlich nicht zu spät. Ach nein, das glaube ich nicht. Ja, wenn das so ist, dann entschuldigen Sie auch vielmals, dass ich so mit Ihnen gesprochen habe. Aber was denn? Sie hatten völlig recht, Frau Knob, und ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet für alles, was Sie für meine Tochter getan haben. Vielleicht kann ich es ja wieder gut machen. Machen Sie es nur an Ihrer Tochter wieder gut. Ach Gott, wir stehen hier immer noch vor der Tür rum. Willst mich doch nicht mit deiner Raucherlunge! Mir schon zeigen. Vater! Oh, Entschuldigung. Fräulein Heike, Na, danke, Frau Knob, das mache ich schon. Tag, Heike. Tag, Vater. Wollen Sie nicht reinkommen? Sie könnten doch... Wir können vielleicht im Moment in Heikes Zimmer gehen. Ja, natürlich. Du warst spazieren? Ja, wir haben einen wunderschönen Spaziergang gemacht. Eigentlich wollte ich dich gerade abholen. Hast du? Ja. Du wolltest mit mir spazieren gehen. Das hast du doch noch Das nie. habe ich noch nie getan, ich weiß, aber du, wir wollen uns nicht lange bei der Vorrede aufhalten, Heike. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir gestern gesagt hast, und ich muss zugeben, dass du in manchem recht gehabt hast. Ich habe mich wirklich ein bisschen zu viel um die Firma gekümmert. Dass ich dich darüber vergessen hätte, stimmt allerdings nicht ganz. Schließlich wollte ich ja meiner Tochter eine vernünftige Existenzgrundlage schaffen. Natürlich habe ich dabei Fehler gemacht, aber wir wollen nicht sentimental werden. Kurz und gut, Heike, ich habe mich entschlossen, einen Partner für die Firma zu suchen. Was du willst? Ja, ich will in Zukunft ein bisschen mehr Zeit haben. Auch für dich. Damit du mir nicht auch noch davonläufst. Oh, Vater. Du bist jetzt mit mir zufrieden? Mehr als das. Du weißt doch, eigentlich hatte ich gehofft, wir würden jetzt öfter miteinander zusammen sein, aber da ist mir wohl jemand zuvorgekommen. Was meinst du? Na, Ach so. ja. Moment mal, ich habe da eine Idee. Dieter! Was ist? Will er? Gar nichts will er. Du, das Autohaus Seefeld sucht einen Teilhaber. Hättest du Lust? Ja. Vater, darf ich dir den Kfz-Meister Dieter Brummer vorstellen? Guten Tag. Mit Brummer am Hafen verwandt. Ja, das ist mein Vater. Du, Dieter, Herr Brummer fängt morgen bei dir an. Wäre es dir recht, wenn er in die Firma eintritt? Also wenn er der Sohn vom alten Brummer ist, mit dem habe ich zusammen gelernt. Der ist ein Fachmann. Und wenn der Junge genauso ist, dann will ich ihn gerne in die Firma aufnehmen. Toll! Frau Knob! Frau Knob! Herr Brummer! Herr Brummer! Ja, was ist denn Was nun ist denn schon schon wieder los? los? Ja, was los ist? Vater will, Dieter soll in die... Herrgott nochmal, also. Dieter tritt bei Vater in die Firma ein. Ist das nicht toll? Ist das wahr, Dieter? Herr Seefeld! Oh, ich bin irrsinnig glücklich! Nein, ich lasse mich nicht als Lügentasche hinstellen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Sie müssen das bezeugen. Was soll Herr Tramsen bezeugen, Frau Bold? Dass das Mädchen heute Nacht in seinem Bett war. Das stimmt doch. Ja. Und da hören Sie es. Jetzt geben Sie es auch schon zu. Bloß lag Dieter nicht mit drin. Ja, wo soll er denn sonst gewesen sein? Da drüben hat er geschlafen. Das wird ja immer doller. Wir haben ihn mal für eine Nacht die Betten geklaut. Och, mir können Sie doch nichts vormachen. Haben Sie Zeugen? Jawohl, das habe ich, wenn es Sie beruhigt. Michael Tramsen, Sie können das doch bezeugen. Was weiß ich denn? Was geht mich die ganze Sache überhaupt an? Ach, und dann stimmt das wohl auch nicht, dass der da heute bei Frau Knob übernachtet hat, wie? Das ist doch nun wirklich die Höhe. Was fällt Ihnen denn Herr ein? Brummer hat nur noch die Tasse Kaffee bei mir getrunken. Oh, wer sich entschuldigt, klagt sich an Frau Knob. Moment mal, Frau Bold. Ja, das kann ich nämlich selbst bezeugen. Ich habe selber gesehen, wie Herr Brummer in seine Wohnung gegangen ist. Sie, Herr Tramsen, was wollten Sie denn noch so spät hier oben? Nachgucken, ob das Dach dicht ist. Ja, das wollte ich auch. Und wenn Sie Ihre Nase noch einmal in Sachen stecken, die Sie gar nicht angehen, dann können Sie aber was erleben. Sie altes Tratschwein, Sie. Oh, sachte, Herr Tramsen, nicht so grob. Na, ist doch wahr. Und nichts und niemand lässt dieses Weibstück ein gutes Haar. Herr Tramsen, Sie haben doch zu Frau Knob gesagt, dass es verboten ist, unterzuvermieten. Also, damit Sie nun beruhigt sind, ich ziehe wieder aus. Und damit dürfte der Frieden im Haus ja wohl wieder hergestellt sein. Glauben Sie das doch nicht. Dann findet die da schon wieder was Neues, worüber sie tratschen kann. Nein, vor dieser Giftnudel haben wir keine Ruhe, bevor sie nicht aus dem Haus ist. Und gleich morgen kriegen Sie Ihre Kündigung. Darauf können Sie sich verlassen. Das habe ich gern. Nun bin ich wohl an allem schuld, dabei habe ich kein einziges Wort gesagt. Nein, Sie haben ja nie was gesagt, das wissen wir ja. Aber dass Sie wieder ausziehen wollen, ist wirklich schade.
Ich kann das ja verstehen, nicht? 500 Mark für so ein Zimmerchen zu nehmen, das ist wirklich unerhört. Ja, wer tut denn sowas? Na, Frau Knob doch. Ich? Ja, wer sagt denn das? Das hat Frau Bolt gesagt. Das ist ja unerhört. Nicht einen Pfennig habe ich genommen. Und wenn sie es getan hätte, das geht Sie doch gar nichts an. Sie tun da auf, was Sie nicht dürfen. Was denn zum Beispiel? Sie tun Nitrit in die Wurst. Was tue ich? Wie? Wer hat denn das gesagt? Das hat Frau Bolt gesagt. Du hast ja auch keine reine Weste. Was, ich? Wieso? Na, du lässt doch dauernd das Licht im Keller brennen. Was, wer hat denn das gesagt? Das hat Frau Bolt gesagt. Fassen Sie sich an Ihre eigene Nase, Herr Brummer Junior. Sie haben ja immerhin die Zeitung hier im Haus geklaut. Was? Ich? Wer sagt das? Das hat Frau Bolt gesagt. Hat Frau Bolt gesagt, das hat Frau Bolt gesagt, das hat Frau Bolt gesagt. An Frau Bolt bleibt nur alles hängen. Dabei stimmt das überhaupt nicht, Herr Kommissar. Ich habe nur erzählt, was ich gehört habe. Ja, und ein klein bisschen dazu gedichtet. Da sehen Sie mal, wie vorsichtig man sein muss, Frau Bolt. Lügen haben nun mal kurze Beine. Was meinen Sie, wenn wir Sie nun anzeigen würden? Sie wissen doch, 3 bis 4 Jahre stehen drauf, nicht, Herr Kriminalrat? Na, 3 bis 4 Jahre? Lebenslänglich würde sie kriegen. Ja, aber darf man denn gar kein einziges Wort mehr sagen? Die Leute müssen ja nicht immer gleich alles weitererzählen, nicht? Ja, aber das soll mir ja eine Lehre gewesen sein. Von mir kriegt keiner mehr was zu hören, das schwöre ich. Dann wollen wir noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen, Frau Bolt. Aber beim nächsten Mal... Nein, nein, ich sage nichts mehr. Kein Wort. Ich bin dafür, dass wir diese harmonische Mieterversammlung jetzt beenden. Frau Knob, kochen Sie uns einen Kaffee? Die jungen Leute holen uns sicher gerne ein bisschen Kuchen aus dem Café nebenan. Das mache ich gern, Herr Seefeld. Aber keinen Kuchen aus dem Café. Lauf doch schnell zu Tim rüber. Der hat immer so einen leckeren Kuchen. Ja, leckeren Kuchen hat er, das stimmt. Aber was ich neulich von seiner Frau... Ich sage ja, mit einem ganz jungen Italiener, nie mit dem Türken ist die doof. Frau Bolt. Die ändern wir nicht mehr. Nein, solche Leute müssen ertragen werden, wie sie sind. Aber nur los, Kuchen holen, wir haben Kaffeedurst. Wenn ich dann bitten dürfte. Vielen Dank, Frau Knob, sehr freundlich von Ihnen. Was ich noch sagen wollte, Tramsen. Kann sein, dass meine Wohnung bald frei wird. Was denn? Sie wollen ausziehen? Späte Heirat nicht ausgeschlossen. Aber erzählen Sie um Gottes Willen nichts der Bolt, sonst rennt die gleich los. Und dann haben wir wieder den schönsten Tratsch im Treppenhaus.